Hey zusammen, das ist der Colin von Weltenspiel und heute nur mit einem kurzen Video, weil es nächste Woche wieder weitergeht mit grösseren Videos. Einfach mal einen kleinen Short. Und zwar habe ich gedacht, dass wir einfach mal etwas ausprobieren. Und zwar schauen wir, wie sich ein Trupp 8 Sister Repentias gegen Chaos Knight Castellan schlägt. Nimmt sicher viel Wunder, wie gut die das machen, ob sie es schaffen, den Knight zu killen und wir dann noch ein paar kleine Tweaks und Twists anschauen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal gerade rein. Also wir haben das Ausgangssetting mal am Anfang. 8 Repentias, wie ich sie gerne spiele in einem Rhino rein, gegen ein Chaos Castellan. Dann, was wir noch als weitere Ausgangslage haben, ist ein Priester, wo ihnen den Sweet plus einen Attack geben. Sie sind Bloody Rose natürlich. Früher habe ich sie noch gespielt mit der Bannerträgerin. Lohnt sich aber nicht mehr gegen den Knight jetzt, weil sie gibt plus 1 Stärke und Stärke wird vor dem Multiplizieren von der Nahkampfwaffe angewendet. Das heisst, sie wären nur Stärke 7, was gegen Castellan rein gar nicht bringt, ob 6 oder 7. Darum können wir die für das Experiment weglassen. Gegen natürlich Fahrzeuge, die Toughness 7 haben, ist dann natürlich wieder praktisch, aber jetzt für das Experiment nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den ersten Durchgang. 8 Sister Repentias gegen Chaos Castellan mit einem Priester nebenan. So, die Repentias sind im Nahkampf. Der Priester kommt meistens nicht an, weil er nicht rein und chargen kann, aber das muss er auch gar nicht. Er ist einfach dafür da, dass er die schöne 6 Zoll Aura reingibt. Und dann schauen wir gerade mal, wie viel Schaden die anrichtet. Wir spenden natürlich vor dem Kampf noch plus 1 Commander Point für plus 1 zum Verwunden. Das ist Bloody Rose spezifische Stratagem. So, da liegen unsere Attacks. Ihre Repentia hat 2 Base Attack, einen wegen Bloody Rose und einen durch den Priester. Das heisst 4 Attacks pro Modell. Typische einhändige Würfel, immer schön mit Kamera. Dann treffen sie auf den Vierer und sie dürfen alle Trefferwürfe wegen Zelot wiederholen. Auch die treffen natürlich immer noch auf den Vierer. Dann haben wir alle Treffer mit insgesamt 7, die nicht getroffen haben. Von diesen 25 Treffern verwunden sie jetzt auf den 5er, aber weil sie plus 1 zum Verwunden haben, auf den 4er, in dem Fall da dürfen sie leider nicht rerollen. Da kann man sich natürlich noch überlegen, eine Repentia Superior reinzutun, wo all einer zum Verwunden wiederholen lässt. Da sehen wir, es sind ein paar weniger Verwundungen als Nicht-Verwundungen, aber wir schauen jetzt auch mal, wie viel Damage die gemacht haben. Weil der Knight hat keinen Save mehr, außer er hat sich das Relic für einen Invulnerable Save gegeben, aber das nehmen wir jetzt mal nicht an. Das heisst, Waffen, die minus 3 sind und wegen Bloody Rose minus 4, kommen straight durch und machen pro Treffer, pro Verwundung 2 Schaden. Und wir haben insgesamt 10 Verwundungen, wie ihr hier seht. Das heisst, der Knight hat schlussendlich noch 8 Leben übrig. Nicht schlecht für eine Unit, die etwa ein Fünftel so teuer ist wie der Knight selber. Ja, wir schauen uns ein paar andere Szenarien an. Der Knight hätte natürlich im Nahkampf ein paar von denen rausgenommen, vielleicht auch nicht mehr ganz so gut, aber sicher noch ein paar wegbekommen. Die Frage ist natürlich, er könnte einfach Abwehrfeuer geben. Und jetzt schauen wir gerade mal, wie viel Schaden ein Knight Castellan im Abwehrfeuer macht. Wir fangen an mit den 4 Melta-Schüssen. Trifft nichts. Gehen wir weiter mit den Siegebreaker Cannon. Da macht er ganze 5 Schüsse davon. Trifft natürlich auf 6, ein Treffer. Verwundet auf 2, verwundet und sie haben einen 6er Invulnerable Save, die es geschafft haben. Dann haben wir die fette Plasmakanone, da macht er 6 Schüsse insgesamt. Und ebenfalls auf 6 trifft, aber nichts trifft. Dann hat Volcanic Lance, 3 Schüsse. Der ist noch kippen, den wiederholen wir, mit einem Treffer. Und auf 2 verwundet, wo auch verwundet, 6er Invul, kommt durch. Der macht insgesamt ganze 5 Damage, wo sie natürlich noch viel Pain dagegen haben, aber ich nehme nicht an, dass der saved. Nein, natürlich nicht. Da stirbt schon mal ein Repentias, was 4 Angriffe schon mal sind. Aber jetzt, wie ihr gesehen habt, es ist nicht wirklich viel, was sie getötet haben. Im Schiessen wäre der 6er bei den Siegebreaker durchgekommen, wäre einfach noch eine mehr gestorben. Was aber jedoch den Damage Output von der Repentias um
einiges reduziert hätte. Darum Abwehrfeuer nicht mal so eine schlechte Idee. Abwehrfeuer ist natürlich nicht so schwierig für den Sister-Player zum Umgehen, weil es gibt ja gute alte Rhinos, die fast so schnell sind wie die Repenchas und einfach mit dem zuerst chargen. Und wenn der im Abwehrfeuer stirbt, halb so wild, dann kann er nicht mehr auf die Repencha Abwehrfeuer geben. Die Frage ist natürlich, was kann ein Castellan-Player dagegen machen? Das ist eine gute Frage, weil es gibt nicht so viele gute Optionen. Natürlich, der Castellan steht meistens weiter hinten, aber die sie kennen, wissen, wie schnell Repenchas sein können, aus dem Rhino aussteigen, rennen und chargen, mit ein paar Miracle Dice noch in der Hand, die ihnen 6er Rennen geben und einfach noch einen 8er, 9er Safe Charge. Ziemlich weit, ziemlich gefährlich. Etwas, was am einfachsten gegen Repenchas funktioniert, ist ein Screen. Ihr seht jetzt hier, haben wir einfach mal 5 Brimstone Horror aufgestellt, vielleicht ein Trupp, der mal dezidiert worden ist. Nachher zusammen mit dem Gelände macht der Charge weg schon einiges schwieriger für die Repenchas, weil sie entweder hier rum müssen und hier immer noch über das Gelände, das heisst +2 noch über den Charge, weil das Obstacle ist. Also schon einiges schwieriger. Das Problem nur an Screens ist, sie werden momentan nicht sehr gerne gespielt, also vor allem solche billige Screens. Und sind meistens auch nicht so gut. Ich meine, wer hat Brimstone Horror schon letztens gespielt? 5 Punkte für ein Modell, das eigentlich nicht mehr macht als Screenen, ist nicht wirklich worth. Aber ja, es tut Repenchas ziemlich gut blocken. Aber auch der Sister Player kann natürlich auch einen Screen gut umgehen. Ich meine, da schon ein Rhino, 4 Schuss Kombi-Volter machen dem Screen schon ziemlich weh. Darum ja, es ist schwierig natürlich für Knights momentan. Aber ein Screen tut, je nachdem, wenn er gut platziert ist, ihre Threat Range reduzieren. Ja, das wäre es für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, vielleicht habe ich irgendetwas falsch erzählt, schreibt unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr weiter Lust auf so Shorts habt, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Momentan wird der Rhythmus ein bisschen angepasst. So grössere Videos kommen alle 2 Wochen. Und dann dürft ihr euch jede zweite Woche, wo kein grosses Video kommt, vielleicht auf so einen kleinen Short freuen. Und ja, wir sehen uns bald wieder.